Wie, wenn und wo meditiere ich am besten? Such dir eine CD aus, die deinem Thema, deinem Ziel entspricht und höre während 3 Wochen möglichst jeden Tag. Zu welcher Tageszeit ist egal. Wenn du ihn etwa 21 Mal gehört hast, sind die Suggestionen in deinem Unterbewusstsein fest verankert. Laut Studien der NASA ist alles, was wir etwa 21 Mal gehört, uns vorgestellt oder gemacht haben, in unserem Unterbewusstsein angekommen. Meditieren im Sitzen. Meditieren im Sitzen hat vor allem den Vorteil, dass du dabei nicht einschläfst. Wenn es dir möglich ist, dann sitz mit geradem Rücken auf einem Stuhl, ohne anzulehnen. Die Fußsohlen liegen auf dem Boden auf, etwa hüftbreit voneinander entfernt. Die Hände liegen locker auf den Oberschenkeln, mit den Handflächen gegen oben oder unten. Schau, dass deine Kleider dich nicht einengen. Natürlich kann man auch im Yogisitz meditieren, aber das ist nicht nötig. Meditieren im Liegen. Meditieren im Liegen ist halt einfach schön und wunderbar entspannend, wenn man dabei nicht einschläft. Wenn du lieber liegen willst, mach das im Liegen ganz bequem. Es ist hilfreich, wenn du den Nacken mit einem Küsseli abstützt, sodass sich auch die Nackenmuskulatur ganz entspannen kann. Die Beine liegen hüftbreit nebeneinander, die Arme locker neben dem Körper, dass die Blutzirkulation frei fließen kann. Visualisieren. Wenn du dir vorstellst, wie du dich fühlst, wenn du dein Ziel erreicht hast, erschaffst du dir eine neue Zukunft, die du dir wünschst. Wenn im Liegen meistens schon vor dem Visualisieren einschläfst, macht es Sinn, die CD öfters mal im Sitzen zu hören. Wenn du nur ab und zu mal während dem Hören vor der CD einschläfst, profitierst du gleich von den positiven Suggestionen. Weil in der Einschlafphase bist du auch noch in den Alpha-Wellen, in diesem tief entspannten Zustand, wo beeinflussbarer bist und dein Unterbewusstsein nimmt die förderlichen Affirmationen an. Wenn du meine Stimme bis zum Schluss hast gehört, wo ich rede, und dann mit der Musik einschlafen willst, die noch weiterläuft, kannst du dich mit diesen sanften Klängen in Schlaf gleiten oder das CD-Gerät ausschalten, die Kopfhörer wegnehmen und dann entspannt einschlafen. Ein Moment ganz für dich. Am besten richtest du dir so ein, dass während der Zeit vor Meditation nicht gestört wirst und auch das Handy ausschaltest. Such dir einen Ort aus, wo es dir wohl ist. Wenn du meistens am gleichen Ort meditierst, wird der Ort automatisch zu deinem Ort, wo du dir etwas Gutes tust und dir deine Zukunft erschaffst. Wenn du liegst beim Meditieren und nach der Meditation nur an einen Ort her solltest, noch etwas machen oder hellwach werden, dann stell dir am besten den Wecker, der nach der Meditation läutet. Die Zeit ist auf jeder CD angegeben, wo ich rede, dann kommt nur noch Musik. Wenn der Wecker läutet oder du im Sitzen meine Stimme bis zum Schluss gefolgt bist, tust du die Augen auf. Bevor du aufstehst, reck dich und streck dich, wie am Morgen nach dem Verwachen, und schnauf noch ein paar Mal tief durch, für wieder ganz wach zu werden. Widerstand. Vielleicht treten Widerstände auf, wenn du noch nicht viel Übung hast mit Meditieren. Dein alte Ich hat nicht gerne neue Sachen, wird der Verstand einschalten, der alles wird machen, um dich davon abzubringen. Und es tauchen vielleicht Gedanken auf wie, was mache ich da eigentlich? Ich habe wirklich Wichtiger zu tun. Das funktioniert bei mir sowieso nicht. Es hat doch keinen Sinn. Oder ich bin eben nicht der Meditationstyp. Oder ich kann mich einfach nicht auf den Inhalt konzentrieren. Oder ich finde die richtige Position nicht.
Lass dich davon nicht verunsichern oder dich von deinem Ziel abbringen. Es sind nur Gedanken, es ist nicht die Wahrheit. Wenn solche hinderliche Gedanken auftauchen, dann schenk ihnen einfach keine Beachtung. Bleib sitzen und lenk deine Aufmerksamkeit wieder auf den Inhalt der CD. Es wird einfacher. Hinderliche Gedanken treten immer schneller in den Hintergrund und tauchen immer seltener auf mit der Zeit. Alles ist Übungssache. Bleib dran, du kannst das. Viel Spass dabei.